Du warst mein Bruder, Nick. Ich half dir bei der Flucht aus dem Institut. Wir gingen gemeinsam. Wenn ich dein Bruder wäre, wüsste ich es. Das alles haben wir nur diesem verdammten Funkgerät zu verdanken. Der Festlandbewohner. Super. Du ballerst ein bisschen rum und denkst, du bist ein Held. Das ist unser Kampf. Unsere Insel. Todesvorhersagen für Harbour und das Zentrum der Insel. Es ist schade. Sie sollte sich auf sich und ihr neues Leben konzentrieren. Bin ein Detektiv. Ich sollte dich finden. Du bist was? Was ist, wenn du das nächste Mal nicht hier bist, hä? Oder das Mal danach? Entweder kommen wir Harbour-Bewohner allein zurecht, oder wir treten zusammen die lange Reise an. Schwupps, Wenn weg du ist sie. bewaffnet bist, überlebst du hier nicht lang. Kauf meine Waffen. Ein Leben am Abgrund. Hilft der Seefahrerin. Der Rumpf muss repariert werden. Er baut sich nicht von alleine. Ich brauche Holz, Stahl, Nägel und so. Niemand hat dich darum gebeten, die dumme Mauer zu bauen. Wenn du Material brauchst, weißt du, wie du es bekommst. Mit Kronkorken. Diese dumme Mauer hat euch blinde Passagiere am Leben gehalten. Sie und der Festlandbewohner. Der Festlandbewohner? Ha! Die Harbour-Bewohner und meine Waffen. Das hat uns am Leben gehalten. Du willst Vorräte? Pass auf. Wieso überlegst du dir nicht eine Lösung für die wahre Bedrohung? Diese bekloppten Kinder des Atoms. Hast du nicht schon genug Mist gebaut, Alan? Und jetzt willst du alles noch schlimmer machen. Sie leben noch, oder? Also habe ich noch eine Menge Arbeit vor mir. Vergiss es. Aber das ist noch nicht das Ende in der Sache. Sieht aber für mich ganz danach aus. Alan? Der Festlandbewohner. Super. Du ballerst ein bisschen rum und denkst, du bist ein Held. Das ist unser Kampf. Unsere Insel. Nicht deine. Ich will keinen Streit. Du verstehst es einfach nicht. Was ist, wenn du das nächste Mal nicht hier bist, hä? Oder das Mal danach? Entweder kommen wir Harbour-Bewohner allein zurecht, oder wir treten zusammen die lange Reise an. Wenn du handeln willst, dann mach das. Ansonsten verschwinde mit dem ersten Boot, das abfährt, bevor dich die Kinder des Atoms erwischen. Oder was Schlimmeres. Was hast du für ein Problem mit den Kindern des Atoms? Wir hätten die Bastarde umlegen sollen, als sie hier ankamen. Stattdessen haben wir sie bleiben lassen. Und sie haben aus ihrem Versteck den Nebel immer stärker gemacht. Stark genug, um uns aus unseren Siedlungen zu treiben. Immer weiter und weiter, bis wir alle im Ozean ertrinken. Hast du Beweise dafür, dass sie den Nebel verstärkt haben? Beweise? Wenn wir darauf warten, können wir uns auch gleich selbst erschießen. Zur Zeit meines Vaters war der Nebel lästig. Etwas, das man meiden sollte. Jetzt wird er jeden Tag stärker. Er brennt wie das Feuer der Hölle. Und die Kinder sind schuld daran. Logisch, immer gern Schuldigen suchen. Okay, die Kinder sind... Zeig mal, was du da hast. Handeln wir. Okay, die Kinder des Atoms sind ein bisschen eigenartig. Aber nicht unbedingt gleich schuld an dem, was... ja, schon wissen. Maximiert? Das schaut aber auch gut aus, ha? Unterhebelgewehr. Im Commonwealth habe ich ein legendäres. Scheißen. Was hat denn der Gute noch? Gefängnislumpen. Käfigrüstung, die haben wir im Commonwealth zu Genüge. Was? Also das ist die. Weißt was? Irgendwo werden wir Werkbank haben. Und ansonsten reisen wir schnell zurück ins Commonwealth, ist auch wurscht. Fuck, was für Munition hat denn der? Da, der hat 278.
Okay, dann mal zwischenspeichern. Seefahrerin? Der Rumpf musste ordentlich was einstecken. Aber ohne dich wäre nichts mehr von ihm übrig. Man nennt mich die Seefahrerin, Schiffsbauerin, Handwerkerin und die einzige, die Far Harbor über Wasser hält. Außer Captain Avery natürlich. Freut mich, dich kennenzulernen. Ebenso. Ich hoffe, die Insel bringt dich nicht schnell um. Oder auch langsam. Du hast nicht zufällig Lust, mir zu helfen? Für richtige Reparaturen brauche ich nämlich das richtige Werkzeug. Aber man kommt nicht einfach dran. 450 Kronkorken, wenn du es schaffst. Kein Problem, ich helfe. Aber in der Gerberei Eagles Cove müsste was zu finden sein. Und jetzt los. Ach ja, Hull Breach, Get Power Tools, natürlich, natürlich. Da müsste irgendwo eine Waffenwerkbank liegen oder sein. Hey, wir haben ja ein Level Up. Danke Spiel für die Top-Performance, die du mir heute wieder ablieferst. Ich bin... Ja. Apotheker gibt's da nicht irgendwo... Arzt. Gut. Dann. Mal lecker. Darf man das doch Lass mal eine verwenden? Diagnose laufen, während du arbeitest. Sicherlich. Zeit. Ich brauche nicht so lange, Nick. Brauchst du keine Sorgen machen. Pochierter Angler. Lecker. Atmosphäre. Willst du einen Happen? Dann bestell bei Mitch oder mir. Leute! Wir versuchen hier eine Unterhaltung zu führen. Klappe zu, Ohren auf! Der Nebel kommt uns alle holen. Und wie könnten wir ihn besser begrüßen, als mit noch einer Runde? Aufs Haus! Ja! Zeit zum Feiern! Trinken wir auf Mitch. Mitch! Festlandbewohner, heute ist ein Glückstag. Freibier für dich! Oh. Hast du vielleicht was Stärkeres? Du willst es wissen, oder? Gefällt mir. Hier, absolute Spitzenqualität. Also, trink aus. Wenn du länger hier bleibst und der Nebel dich holen wird, warum nicht den Bauch voller Feuer haben, was? Richtig. Was ist so besonders an dem Nebel auf der Insel? Spürst du ihn denn nicht? Sogar hier, am sichersten Ort dieser verdammten Insel. Er lebt. Wenn du ins Landesinnere gehst, hat er dich im Nu erwischt. Und wenn das Geigerzählerklicken dich nicht erledigt, dann holt dich der Wahnsinn. Am Ende erwischt die Insel uns alle. Ich hätte gern einen Drink. Dann bringen wir dich mal auf Pegel. Ha! Natürlich machen wir das. Wim. Passt was. Soll die 180 Kronkorken haben. Oh, Tink mag dich wohl. Hierher, Kätzchen. Was? Wo ist das Kätzchen?
Ich jedenfalls beiß nicht ins Gras, ohne mich zu besaufen. Recht hast, Tadja. So. So, alter Longfellow. Ah. Na, also. Inselmarkierungen, cool. Captain Avery meinte, du kannst mich nach Arcadia bringen. Hab gehört, es gab einen Kampf. Machst du dir die Hände schmutzig? Ich führe keine Leute mehr in den Nebel und in den Tod. Der Letzte konnte nicht mithalten. Keine 5 Minuten. Ich bin kein namenloser Festlandbewohner. Ich bin hart genug für eure kleine Insel. Du knallst ein bisschen Blei gegen den Rumpf und denkst, du kannst jetzt einfach in den Nebel spazieren? Ja. Im Vergleich zum Landesinnern ist das hier ein Kinderspiel. Was? Verhaber schuldet mir was? Jeder hat seinen Preis. Wie viele Kronkorken muss ich springen lassen? Behalt deine Kronkorken. Wenn du das unbedingt willst, bezahl mich mit Whisky. Der Barkeeper Mitch verkauft ihn. Hol mir eine Flasche, dann versuchen wir, dich lebend nach Arcadia zu bringen. Get Whiskey for Old Wenn du ein Longfellow. Zimmer willst, sprich mit Mitch? Mitch. Ich glaube, du könntest einen eiskalten Wim vertragen. Zeig mal, was du so hast. Genau das wollte ich hören. Whisky. Da. Gehen wir saufen mit ihm. Hast du meinen Whisky schon? Hier. Nimm. Ah, so gefällt mir das. Ich kann dich nach Arcadia bringen. Aber du musst auf mich hören. Natürlich. Dahin gehen, wohin ich sage. Wenn ich es sage. Wird trotzdem nicht einfach. Pack Grundbedarf wie Radix und so weiter ein. Dann kann die tatsächliche Arbeit anfangen. Dann los, Longfellow. Dann komm mal mit. Brennt im Magen, aber tut seinen Job. Greif zu. Ich liebe dieses Setting. Ah, geil. Gänsehaut von hinten Verschwinden bis wir aus vorn. der Stadt. Arcadia liegt über der Nebelgrenze auf dem Berg. Ist ein Stück zu laufen. Ja, dann Nimm das bitte. mit für unterwegs. Schmeckt absolut widerlich, aber es hilft. Dankeschön, Meister. Der Köderladen hat alles, was du Kurzen brauchst. Blick. Ohne mein Baby gehe ich nirgendwo hin. Der Charakter schaut aus. Alter, Vater. Hoffentlich kommen nicht noch mehr Festlandbewohner. Ihr verschreckt die Fische. Waffen, Aber- Waffen und noch mehr Waffen. Ja, ja. Affen Wir machen müssen Waffen. durch das Hauptgebiet durch, rauf zum alten Bergpfad. Der Nebel ist anders als alles, was du vom Commonwealth kennst. Festlandbewohner meinen, dass eine Dosis Radix alles heilt. Spuren, Frische, Fallensteller. Geh in Deckung, wenn die Kugeln fliegen. Warte, ich, Kopf unten, wenn du leben willst. warte, das schaut so geil aus. Das. Ah! Flatsch. Was war das? Na, der war jetzt schön, ha? So viel dazu. Und jetzt? Da kommt jemand. Hey, da sind sie wieder. Wir sollten am besten mal unsere Munition sehen. Also, ich hab dabei noch genug. Fallenstellerleder ist so, also ist selber was ich weiß. Na komm, Longfellow. Was war? Bist du denn nur? Das war wohl der letzte. Flatsch.
Du kämpfst gar nicht mal so schlecht. Dachte, ich müsste mich um alle allein kümmern. Aber Vielleicht machen wir noch eine richtige Haberbewohnerin aus dir. in... Der Nebel kann dir übel mitspielen. Da wird man ganz kipp. Spielt mit deinem Gehirn. Fallensteller waren schon immer übel. Aber jetzt... In Longfellow können wir uns als Begleiter nehmen. Das ist eine sehr interessante Geschichte. Zwar nicht tiefgründig, aber sie gefällt mir. Sie hat was. Ganz was Eigenes. Hier ist jemand. Oder ab. Drauf. Das gefällt einem Alten. Hier ist der Bergpfad. Über den gelangen wir nach Agalia. Auf der Straße sind überall Wegspuren. Sei gekommen. Wir sehen eine Leere. Richtig. Na komm, Nick. Oder muss ich die austauschen? Brauchst du einen Service, dann sagen wir's bitte gleich. Ah. Wir sind hier nicht allein. Mal erfressen. Gefallen dir die Welten? Hier ist alles noch aggressiver als anderswo. Es gibt noch viel zu tun. Hörst du das? Kriecher, die bleiben oft im tiefen Nebel. Wir halten uns lieber fern. Aber man weiß ja nie. Nö, man weiß ja wirklich nie. Als ich noch klein war, so bis zu deinem Knie, war die ganze Insel von Nebel bedeckt. Der Nebel verschwand. Die Leute kamen zurück, aber wurden bequem. Nahmen alles als gegeben. Die Leute vergessen schnell. Ja. Ist alles schon mal passiert. Da muss es da sogar recht geben. Ist alles schon mal passiert. Aber uns kann das nicht passieren. Mhm. Steckt da sehr tiefe Logik dahinter, ja. Hier ist jemand oder etwas. Mera. Du bist tot. Erwischt. Jetzt wird dir klar, da haben wir wohl keine Wahl. Geil. Für einen Drink. Schlinger haben eine Vorliebe für Süßwasser. Ein kleiner Schlinger wie die es hier gibt, ist kein großes Problem. Aber die Fetten, die können 3-mal so groß wie ein Mensch werden. Zum Glück sieht man die hier nicht allzu oft. Was war? Ja. Du sagst es, Longfellow. Du sagst das.
Da müssen jetzt irgendwann mal die Warzen vor die Atome kommen. Wo sind die Warzen? Ah, da. Führst du eine weitere Seele in die Verdammnis, Alter? Na, wen haben wir denn da? Ach, noch eine verrückte Strahlenanbeterin. Deine Sticheleien machen mir nichts. Mein Glaube schützt mich. Wie sieht's mit Kugeln aus? Schützt dich dein Glaube auch davor? Immer mit der Ruhe, okay? Hast ja recht. Wäre Munitionsverschwendung. Verdirb nicht noch eine Seele mit deiner Blasphemie, alter Mann. Ich rate dir nicht weiterzugehen. Arcadia ist ein Schlangennest. Bestien, die den Willen Atoms untergraben. Was hat Arcadia getan, dass du der Stadt misstraust? Sie versorgen Fahaber mit allem, um Atoms heiligen Nebel abzuweisen. Du solltest solchen Kreaturen aus dem Weg gehen und den wahren Meister der Insel aufsuchen. Also gut, ich höre. Erzähl mir von Atom. Erzählen? Sieh dich um. Du wandelst durch sein Königreich. Ein Land unter heiligem Nebel. Ein Land, das Atom für seine Kinder beansprucht. Und du gehörst zu unserer Familie, wenn er dich für würdig erachtet. Würdig? Was muss ich tun? Es gibt ein Ritual, das seine Kinder durchführen müssen. Wenn du erfolgreich bist, wirst du in unsere Familie aufgenommen. Okay, ich bin dabei. Ausgezeichnet. Begib dich zum Nukleus. Dort werden die Atoms Pläne offenbart. Wenn du genug Zeit mit dem Fanatiker verschwendet hast, sollten wir gehen. Ja, ich verschwende gern meine Zeit, du. Ich bin doch nicht so. Bitteschön. Bitteschön. Danke. Da oben ist die Luft rein. Kein Nebel. Arcadia ist nicht mehr weit. Ist der Nick überhaupt noch da? Wo ist denn der Trottel? Naja. Arcadia. Und wir sind da. Arcadia beobachtet uns schon eine ganze Weile. Wenn du mit ihnen reden willst, geh einfach rein. Die warten auf dich. Wenn du nochmal Hilfe brauchst, komm vorbei. Hab eine Hütte außerhalb von Far Harbor. Gut, um sich auszurüsten, Ruhe zu finden oder sich einfach nur zu besaufen. Wenn du was Hochprozentiges mitbringst, sollte das aber für 2 reichen. Vielleicht später. Vielleicht später, Longfellow. Okay, aber ich meine das Angebot ernst. Wenn du mal gemeinsam in den Wäldern und Gewässern jagen willst, bin ich gerne dabei. Where you belong. Darf ich dich mal was fragen? Schieß los. Klar, schieß los. Es ist nur... All das, was dir und deiner Familie zugestoßen ist, du machst da einiges durch. Ich wollte nur sicher gehen, dass du es packst. Ja, mir geht's gut. Ha, du bist ein härterer Hund, als ich dachte. Härter als ich war. Hat verdammt lange gedauert, bis ich ein Gespür für den Ort hier hatte. Gott sei Dank fand ich Diamond City. Die Stadt ist nicht perfekt, klar. Aber sie ist deutlich besser als der Rest des Commonwealth. Als ich da oben angefangen habe, hatten die Leute natürlich schon genauso viel Angst vor dem Institut wie heute. Vielleicht sogar mehr. Das CPR-Massaker belastete damals alle sehr. Und die Leute hatten noch immer schlaflose Nächte wegen der zerbrochenen Maske. Eine Menge Leute hielten mich für einen Saboteur, der den Reaktor zerstören oder das Trinkwasser vergiften will. Aber sie konnten mich natürlich nicht einfach so wegschicken. Zerbrochene Maske? Das war lange bevor ich in die Stadt zog. Aber offenbar kam eines Tages ein Herr nach Diamond City, um bei Power Noodles zu essen. Offenbar hat ihm das Essen nicht gemundet. Er zog seine Pistole und schoss auf die anderen Gäste. Als die Sicherheitskräfte ihn dann ausreichend durchlöchert hatten, stellten sie fest, dass er voller Servos und Schrauben war. Genau wie meine Wenigkeit. Hatte wohl eine Fehlfunktion, ist durchgedreht. Damals wurde den Leuten klar, dass Synths langsam nicht mehr aussahen wie ich, sondern mehr wie sie selbst. Wenn man bedenkt, was sie durchgemacht hatten, hatte ich echt Glück, dass die Leute mich überhaupt in die Stadt gelassen haben. Das CPR-Massaker? Was war das denn? Die Commonwealth-Übergangsregierung.
Vor vielen Jahren versuchte eine Reihe von Siedlungen, einen Bund zu gründen. Jede Siedlung mit auch nur einem Hauch Einfluss schickte Vertreter, die Verträge aushandeln sollten. Aber das Institut schickte einen eigenen Vertreter, einen Sünd, der sämtliche anderen Vertreter bei den Gesprächen umlegte. Die Commonwealths Übergangsregierung war Geschichte, bevor sie überhaupt gegründet wurde. Kurz darauf bin ich in die Stadt gezogen. Ich hatte echt Glück, dass die mich nicht direkt wieder weggejagt haben. Warum haben sie dich reingelassen? Weil ich die Tochter des Bürgermeisters gerettet hatte. Ein Mädel ungefähr 15. Der Augapfel des damaligen Bürgermeisters, Henry Roberts. Die junge Miss Roberts entschied sich, mit einem Karawanengehilfen durchzubrennen, den sie gerade einmal einen Abend lang kannte. Wie sich herausstellte, gehörte der Kerl zu einer Entführerbande. Ich hatte keine Ahnung, wen ich da gerettet habe. Bin einfach auf ein weinendes Mädchen und 4 Schläger gestoßen. Ich brachte sie nach Hause und der Bürgermeister bot mir Unterkunft in der Stadt an. Eine Menge Leute protestierten, nannten mich einen Spion. Aber ihm war das egal. Das Leben in der Stadt war anfangs hart. Aber ich zeige immer offen, was ich bin. Und den Leuten schien das zu imponieren. Du hast 4 Schläger allein besiegt? Musste ich gar nicht. Damals wussten die Leute noch weniger über Synths als heute. Ich habe ihnen gesagt, dass ich gleich explodieren werde. Und machte... Piep, piep, piep. Das Schwierigste an der Rettung war, nicht laut zu lachen, als sie Hals über Kopf das Weite suchten. War es schwer, sich einzuleben? Sie haben es mir definitiv nicht einfach gemacht. Ich erledigte die Jobs, die sonst keiner wollte. Als Mädchen für alles in Diamond City holte ich mir mehr Schrammen als je zuvor da draußen in den Ruinen. Aber die Leute vergaßen wohl nie, dass ich die Tochter des Bürgermeisters gerettet hatte. Also kamen sie zu mir, wenn jemand vermisst wurde. Die Frau läuft mit einem Liebhaber davon und nimmt das Mietgeld mit. Geht zum Sünd. Ein aufgebrachter Vater entscheidet, dass er mitten in der Nacht unbedingt mit den Kindern nach Good Neighbor ziehen muss. Wohl Nick. Nach einer Weile hatte ich damit so viel zu tun, dass sie mich nicht mehr als Mädchen für alles missbrauchten. Verdammt, mir machte das sogar so viel Spaß, dass ich die ersten Monate kostenlos arbeitete. Ich war zwar noch immer Nick der Sünd, aber die Leute kamen, weil sie Nick den Detektiv brauchten. Und zu diesem Zeitpunkt fing alles wieder an, sich normal anzufühlen. Irgendwann begriff ich, dass das Zuhause dort ist, wo man es sich macht. Mit ein wenig Zeit und Arbeit kann dieser Ort hier auch dein Zuhause werden. Lange Geschichte. Aber ich hoffe, sie hilft. Sollen wir dann los? Natürlich, Nick. Piep, piep. So geil. Gut, wir werden das Theater dort mal beenden. Warte mal. So. Wir werden das ganze Theater jetzt mal da beenden. In der nächsten Ausgabe werden wir uns nach Arcadia begeben. Und einige Talks und Gespräche führen, auch mit der Kasumi. Und wenn du dabei bist, würd's mich freuen. Und dazu kann ich halt dann nur sagen, bis zum nächsten Mal. Baba.